Willkommen bei einer neuen Episode von Hors d'œuvre, dem Podcast, an dem wir euch Projekte vorstellen, die wir unterstützt haben. Hier im Land haben den DAX, dass Lützeburg nichts mit dem Kolonialismus zu tun hat. Mir ist das wirklich so. Heute haben wir den Yves Schmitz bei uns. Hier ist der Autor vom Buch Luxemburg war nie eine Kolonialmacht, das in eine Kollaboration mit Richtung 22 herausgebracht wird. Zusammen gehen wir da froh noch, wie Lützeburg tatsächlich involviert war und welche Konsequenzen dadurch heute noch an unserer Gesellschaft hat. Merci Yves, dass du hier bist. Ich gebe so wir fangen einfach mal ganz spatz an. Es wird oft gesagt, Lützeburg war nie ein Kolonialmacht oder wir hatten nie Kolonien, wir hatten nichts mehr zu tun. Was siehst du zu so ausholen? Also, dass Lützeburg faktisch keine Kolonien hat, stimmt natürlich. Also Lützeburg war kein Kolonialmacht. Aber den zweiten Teil, das ist eben das Entscheidende für das Buch, also für das Projekt auch persönlich, da war doch Verbindungen gab. Also da ganz engen Austausch gab, dass Lützeburg eben doch Projekt Kolonialismus beteiligt war, auch ohne Kolonien zu haben. Okay, das heißt, wir gehen da noch ein bisschen mehr darüber an. Ich wollte am Anfang aber so den Titel, den zitiert ja dann am Anfang genau das, was die auch so aussieht. Buch steht auch 100, Luxemburg war nie eine Kolonialmacht. Für was hast du diesen Satz als Ausgangspunkt geholt? Weil es genau um das, ja, kann man ja so eine Amnesie geht, dass quasi das Argument einfach ganz lang war, Lützeburg hat keine Kolonien, hat du wenn's nicht mit Kolonialismus zu dienen. Punkt. An das wollten wir mit diesem Buch, mit diesem Projekt abbrechen. Und du wenn's wir das ein bisschen provokativen Titel geholt, weil die Leute das quasi lesen sollten, so schon denken, so, ja, Lützeburg hat ja auch war ja auch kein Kolonialmacht, was soll das Buch? Und dann quasi sich für die Projekt interessieren. Ja, ich muss sagen, den Titel hat mich effektiv auch schon irisch mich auf den Podcast vorbereitet und ganz angezogen. Also das ist wirklich interessant. Wie bist du dann auf das Thema gestoßen? Gab es einen Moment, wo für dich klar ging, du willst ein Buch darüber schreiben? Oder wie wird das sich entwickeln? Also mit Kolonialgeschichte habe ich mich schon lange auseinandergesetzt, ich habe meine Doktorarbeit über Kolonialgrenzregionen geschrieben, da also das Thema Kolonialismus insgesamt, hat mich schon lange interessiert. Dann speziell zu Lützeburg war da tatsächlich Gespräche mit meinem Bruder Lachs, der bei Richtung 24 aktiv ist, die über verschiedene ganz interessant auch künstlerische Aktionen mit Kolonialismus gemacht haben. Dann haben wir immer mehr darüber geschwärzt und dann habe ich schon festgestellt, okay, Interesse ist da für das Thema. Es gibt ganz viele Verbindungen, die interessant sind, aber insgesamt in der Lützeburger Gesellschaft fehlt eine gewisse Basis. Also eigentlich überhaupt, was das überhaupt Kolonialismus, über was schwätzen wir, weil Leute über ganz verschiedene Sachen geschwärzt haben. Als ersten Teil und als zweiten Teil noch, okay, was also eigentlich zu Lützeburg geschieht, was genau, was für Themen gibt es. Und da aus den zwei haben wir da gedacht, da wäre dann interessant, eine Aufhörung wirklich zu schreiben, ein Buch zu schreiben, da denke ich, so eine Basis gibt für die gesellschaftliche Diskussion, die jetzt schon gibt. Natürlich so, hast du noch zusammen arbeitest, dir Richtung 22. Genau, ja, keine persönliche Verbindung an wir haben noch frei eben über die Zusammenarbeit geschwärzt und festgestellt, dass ich auch als Wissenschaftler wirklich komplett unabhängig schaffen kann, was mir natürlich ganz wichtig war. Gleichzeitig schon stehen nur auf Richtung 22, die wirklich viel zum Projekt beigetragen hat, was Lektorat angeht, was Design angeht, aber auch was inhaltliche Sachen angeht. Also da waren wir allen zwei Seiten eigentlich ganz zufrieden. Okay, das klingt ja ganz spannend, flott. Wie lange hast du dann gebraucht, für so eine Muldoren zu forschen? Du hast ja zwar dann auch studiert, dann den Doktorarbeit darüber geschrieben, eine andere mehr für das Buch spezifisch. Wie lange hast du geforscht und wen hat dann noch du alles dran mitgeschafft? Du hast das ganz allein gemacht. Also vom Inhalt sind ich quasi als Institution verantwortlich. Also all Satz, die geschrieben hast, du den nicht zu verantworten. Genau. Das war mir auch persönlich natürlich ganz wichtig, weil ich schon auch mit meinem Namen quasi dahinter stehe. Genau, also zum Thema Kolonialismus hatte ich natürlich gewusst viel Wissen. Also wenn dann das Buchkapitel, den ersten Kapitel, die sich wirklich allgemein mit dem Phänomen auseinandersetzt, da hatte ich schon eine gewisse Basis dafür. Am zweiten Teil, im Lützeburg speziell, da habe ich wirklich viel drin, viel in dem Buch noch nicht am Detail dazu geschafft. Und da hatte ich 10 Monate an einer halben Stelle.
wo ich dann das quasi die Recherche dafür gemacht habe. Und da das etwas, was für mich persönlich auch schön war zu sehen, dass das möglich war, weil ich schon eine Familie, zu dem Zeitpunkt 2 Kinder daheim, und da wollte ich darum halber Stellmann, weil ich auch für meine Familie wollte da sein. Und da war das quasi persönlich auch für mich, kann ich so einen gewissen Triumph, weil ich gemerkt habe, okay, ich kann für meine Familie da sein, für meine Kinder da sein, und ich kann so ein Buch trotzdem noch schreiben. An goufet dann du bestimmten Hindernisse an der Forschung respektiv wie was iwwer Viergange fir all die Informationen ze kreieren an hueste du Hindernisse begéint. Genau, also schon viel an der Nationalbibliothek geschafft, weil du einfach schnell an unkompliziert wie Meesch Literatur kommen hast. An auch mit den Internetressourcen von der Bibliothek National abz.lu zum Beispiel für Zeitungsrecherche. Das sind also von der Forschungsinfrastruktur sind das wirklich super Tools, mit denen richtig gut schaffen kann. Archivsituation zu Lützeburg, du hast dann Leute wie der Benoît Rogerus zum Beispiel von der UNLU schon drüber geschwärzt, die ist schwer. Von der Gesetze her, von Weltgesetze ausgeliehen für und allem. Du wenn's das schon mit gewisser Schwierigkeiten verbunden. Ich konnte nicht alles angesehen, was ich halt gerne hätte, Das heißt, Weite genau. gesehen, ja. Genau, weil auch den Zeitfaktor eben da war, in dem Segment konnte ich kein großes Aufruhr stellen. Genau, du wenn's also zu Lützeburg einfach schwer, du hoffen ich, an ganz viele andere Historikerinnen auch, dass du nach einer Reform gibt, dass du mir einfach Ursache rucken könnt. Aber sonst, genau, war einfach ein Zeitfaktor, den natürlich bei allen Profien größt Schwierigkeit. 10 Maint hast du. Schon den Text genau an 10 Maint geschrieben. Und da Ja, gibt den aber Lektorat und dann das alles 10 Maint. Okay, Genau. das ist wirklich ganz schnell. Wir schwatzen die ganzen Zeit über Thema Kolonialismus an du nun natürlich auch Kolonialismus, wie war Lützeburg involviert. Wie gingst du dann für die Personen, die du nicht unbedingt so mal ganz ja, gut Bescheid wissen an der Geschichte oder die auch einfach nicht an dem Thema so recherchiert sind, wie du, was ist Kolonialismus dann am Anfang? Wie gehen wir das definieren? Genau, also eine Definition von Kolonialismus ist ziemlich schwer. Du hast schon viele Leute versicht, die alle quasi die Definition dann nicht auseinandergeholt haben. Die letzten, die da probiert hat auf wirklich 40 Seiten gemacht, an einer Anlehnung von einem Buch, auf 40 Seiten eine Definition, die dann vielleicht da klappt, aber natürlich ganz, also du gesagt, wie schwer das ist. Genau, du wennst gewisch so, als Kolonialismus ist ein politisches Phänomen. Wahlfall ein Phänomen von Herrschaft, wo da aber ganz klar wirtschaftlich, quasi wirtschaftliche Ziele damit verfolgt wird. Also quasi mit politischen Moyen wirtschaftliche Ziele versuchen zu realisieren. Und du natürlich gibt es dann eine ganze Reihe von anderen Sachen, die dann Elemente, die man drauf spielen, zum Beispiel eine Form von Asymmetrie, also dass quasi unterschiedliche Kulturen sind, dass das also eine kulturelle Sicht, aber auch wirtschaftliche Sicht, militärischer Sicht vor allem, da das quasi um Ausbeutung geht, das ist ein ganz zentral, Rassismus natürlich für moderne Kommunismus ganz zentral. Genau, du gibt da verschiedene Elemente und die Kombination von den Elementen möchte dann Kolonialismus. Ja, dann kommen wir zum Zitat vom Anfang zurück. Wir hatten also als Lützeburger Land keine Kolonien. Aber du siehst, dass Lützeburg trotzdem beteiligt war. Kannst du das dann ein bisschen erklären, wie das der Fall war? Genau, also in der modernen Forschung von Kolonialismus geht momentan davon aus, dass es quasi nicht, also natürlich möchte es Sinn, national zu gucken, was verschiedene Kolonien gedurcht haben, aber Kolonialismus war ein transnationales Phänomen, das heißt grenzübergreifend. Das heißt, es gab quasi einen europäischen Kolonismus, wo alle Nationen mehr oder minder daran beteiligt waren. Und da gibt es zum Beispiel ganz interessante Konzepte aus der Schweiz, aus der Schweizer Forschung. Da haben Sozialwissenschaftlerinnen ein Konzept entwickelt, das heißt Kolonialismus ohne Kolonien. Also quasi genau, um das zu beschreiben, dass quasi die Schweiz natürlich auch keine formelle Kolonien hat, aber eben nun all Kolonialprojekte mehr oder minder beteiligt war, da ganz unterstützt wird, davon auch profitiert wird. Und darüber kann man diese Beteiligung weisen. Also zu Lützeburg zum Beispiel wird individuell ganz viele Leute, die dann zum Beispiel am deutschen Kolonialrecht, am französischen, am belgischen natürlich am meisten geschafft haben, daran beteiligt waren natürlich auch da dann die Gesellschaft gedrohen und aber auch die Gesellschaft insgesamt, kulturell zum Beispiel. Da geht es dann Kannerlieder oder Bücher oder Kunst, die dann kolonial inspiriert war, die auch zu Lützeburg rezipiert gouf. Und dann natürlich Lützeburger Staat auch, den diplomatisch all Kolonialmacht immer unterstützt hat, den auch versicht hat, die Projekte zu unterstützen, für dann auch natürlich 4 Deler daraus zu ziehen.
Okay, du siehst, hun letzte Mal eine Kolonie geschafft, da tun sie dann du gemacht, also für bisschen mir konkret drauf anzugehen, weil ich meine, kann den sich nicht wirklich vorstellen, was du für ja, Berufe wirklich drunhängen und dass die Leute das dann noch teilweise ganz lang gemacht haben und noch bereit waren, Gewalt anzusetzen und dass man da eben nicht so unschuldig als Land waren. Genau, also die Menschen, die am längsten Gewicht so am Kolonialismus quasi betätigt waren, das Lützburg waren Missionare. Also Missionare waren wirklich Jahrzehnte dann an verschiedene Kolonien tätig und du Schule geschafft und du am Spidola geschafft. Aber natürlich mit dem Hauptziel, so viel Leid wie möglich für den katholischen Glauben zu bekehren. Genau, dann die meisten Verbindungen waren an Balsche Kongo, wo ihr gerade Kevin Görgen eine Doktorarbeit zu schreibt, die nach wahrscheinlich natürlich viel mehr im Detail auf die Punkte angehen wird. An do sind dann Leute zum Beispiel wo ganz viel an Belschen Firma geschafft, also vor allem wer Zug umgeht. Do waren die meisten Ingenieuren zum Beispiel dann nur tätig waren. Da war auch zum Beispiel 2 Ingenieuren aus China, die du geschafft haben, aus Südamerika. Dann Zaldoten war auch ein wichtiger Punkt. Da gibt es auch ganz interessante Forschung zu Niederländisch Indien, also halt dann Indonesien, wo der Lützebäuer Zaldoten eine Zeit lang an der holländischen Armee gedenkt haben und do quasi aktiv waren oder ganz verschieden. Auch in Genau. unterschiedliche Krieger dann Ja, beteiligt genau. waren. Was mich schockiert hat, ich wusste es irgendwo schon, also ich hatte das schon ein hören, aber es war mir nicht bewusst, dass auf der Schule war, Demos wirklich Menschen ausgestellt wurden, als Exoten, so ich nur mal, und dass die da zur Schau gestellt wurden. Das heißt, auch da war das dann so, dass ja, dass die anderen Kulturen einfach so fremd gesehen hat an denen sich so davon aufgegrenzt hat, dass sie bereit war, so Sachen dann noch mal zu machen. Ganz genau, also Exotismus ist eben ein kulturelles Phänomen, weil du wirklich schon ganz Europa hörst, den sogenannten Menschenzoos, gibt auch eben, also das war wirklich Leute, die getourt sind durch ganz Europa, die jeweils abgeturnt sind mit ihren Wilden dann an der Spruch von der Zeit. Und das ist eben das, wo ich so gave, also Kolonialismus wenn dat eben das ganz europäisch Phänomen begreift, wieso gibt er grad Lützeburg quasi als Insel du neicht dummer zu den hun, wenn dem all Land von an Europa davor geprägt ist. Und du wennst das ist für mich auch an dem Sinne nicht so überraschend, sondern dass wenn er sich bis mit Kolonialismus beschäftigt will okay, da tut wirklich so Dave an Europa sein Wurzeln hin los natürlich aus der Lützeburg als die Land am Herzen von Europa auch davor betroffen. Und du hast du schon unterschiedliche Bereiche abgezählt. Am Buch gehst du wirklich am Detail drauf an, eben ob Missionären, aber ob die Wirtschaft, ob die Wissenschaft, jeweils auch. Willst du noch ein bisschen mehr konkret drauf angehen, was waren den unterschiedlichen Bereiche dann so gemacht auf? Genau, also Zaldoten habe ich ja gerade schon erwähnt, das war hauptsächlich schon Niederländisch-Indien. In der Wissenschaft zum Beispiel gibt es ganz enge Verbindungen zu Frankreich. Du quasi gibt es darum, wissenschaftlich zu helfen, eine Kolonie zum Beispiel mehr effektiv auszubeuten. Also gibt es quasi Arbeit, das war ein Arbeitchen, wo es darum ging, entweder wirtschaftlich quasi noch mehr Vierdeler rauszuziehen, wo natürlich die Menschenleben zum Beispiel keine Rolle gespielt haben lokal. Oder eben quasi einer kulturelle sich einer Kultur sich unzueignen. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Genau, Missionären als Lützeburg als katholisch geprägt Land wurden wirklich, also prozentuell wirklich viele Missionäre an die Welt geschickt, die dann quasi zu Lützeburg ganz intensiv ihr Bild von Afrika, ihr Bild von Asien geprägt haben, wo da viele Leute wirklich eine Vorstellung überhaupt von diesen Ländern gekriegt haben über Missionaren, die darüber geschwärzt und darüber erzählt haben, die auf Schule waren, die natürlich Predigten gehalten haben. Genau. Und dann politisch zum Beispiel gibt es ganz eine Reihe Botschafter oder Diplomaten, die eben aktiv zum Beispiel beim belgischen Kolonialismus versucht haben, den zu unterstützen, noch gegen Kritiker vorgegangen sind. Genau, also du ganz eng politisch Verbindungen zum Beispiel auch nie vorgestellt, dass so Kolonie wie Algerien zu Frankreich gehört und noch ganz lange im Unabhängigkeitskrieg gouf so ganz cool so, dass eng ënner Französisch Ugelegenheet du mech mal als net an. Genau, also du gouf doch ganz eng Verbindungen. Okay.
was sind dann, weil das sind auch ganz viele Themen, die wir abgemacht haben, und wenn wir an das Zitat denken, wir waren nicht beteiligt, wir sind nicht davon betroffen, wir halten uns da fort. Was sind, denke ich, die größten Mythen, die wir an unserer Erinnerungskultur und den Kolonialismus haben? Also bei dem Thema Missionen zum Beispiel, du habe ich festgestellt, dass da das, was Leute am meisten geprägt haben. Also wenn ich zum Beispiel Lesungen gehalten zum Thema, war das immer etwas, wo darauf zurückgegangen ist, weil ganz viel für ältere Menschen sich noch erinnern, wie Missionare selber bei ihnen an der Klasse waren. Mein Großmama hat mir noch erzählt, oh, ich wollte auch eine Kehr in Missionen gehen, als ich klein war, weil das eben so schön quasi dargestellt wurde, so interessant gewesen wurde. Da wäre uns das quasi das Thema, wo ich natürlich dann noch der Mythos ist, dass Mission nicht mit Kolonialismus zu tun hat. Das ist nicht, was Lützeburg spezifisch ist. Das ist auch ganz viele in anderen Ländern so, genau. Aber genau, das gebe ich so in den großen Mythos. Und dann, genau, Belgisch-Kongo ist ja quasi die Kolonie, wo Lützeburg die engsten Verbindungen hat. Hast du mir nicht sogar ein extra Aufkommen mit der Belsch? Ganz genau. Das war quasi die erste Kolonie, wo Lützeburg auch quasi Karriere als Beamter machen konnten. Und das war ganz besonderen Kontakt gewonnen, keine andere Kolonie, moderne Kolonie, europäische Kolonie, also zum Beispiel an französische Kolonie dürfte nie jemand aus Deutschland oder war doch immer Karriere machen. Okay. Das war wirklich etwas ganz Besonderes. Tisch genau. Deutsch noch wirklich eng zusammenarbeiten dann noch genau. An die Ausnahmen so. Genau, und dann interessant war eben, dass sie dann quasi gesagt haben, sie dürfen Karriere machen, aber sie mussten nicht Belgisch gehen, also konnten ihr Lützeburger Identität, weil das wohl behalten. Und das quasi kann er doch schon so, und dass Lützeburger Identität dann auch quasi da eine Rolle gespielt hat. Also nicht so kann, ja, die Leute von einfach für Belgisch geschafft, das waren Belgisch dann, die dann nächstes heimgekommen sind, da waren sie im nächsten Lützeburger, aber wenn sie da waren sie Belgisch. Das kann er dann zum Beispiel nicht so. Und also das ist auch so ein Mythos, dass quasi dat gesot gouf okay Kolonisten Lützeburg 100 fir einer Kolonialmechung geschafft, die hun dann einfach waren sie dann quasi für eng Zeit lang Französisch oder eng Zeit lang Deutsch oder eng Zeit lang Belsch und dann hatten sie nicht mehr mit dummer zu dienen als kennen so Identität einfach so wirselen Und dat du nur auflegen. Genau das und dat war. gouf dann net nur Lützeburg schmat geheult, dat gouf dann quasi unter Grenz so diesen Lützebäuer an genau also da hat sie so die Beweise soll dat nicht mit Lützeburg zu dienen, da war ja die Aner, das waren so pur versprengt Leute hun nicht immer zu dienen. Genau. Du hast für schon gesagt, dass für alle Missionären du ja auch als Bild geprägt haben von anderen Kulturen. Wie gingst du dann so, dass man haut nach ein No-Spiel vom Kolonialismus an unserer Gesellschaft spüren, zum Beispiel, wenn es um Spruch geht oder um den Rassismus oder vielleicht sogar auch um als Selbstbild als Lützeburger an unserer Gesellschaft? Also das spielt natürlich eine große Rolle, dafür haben wir auch das Projekt so wichtig gefunden, weil es eben eine Rolle spielt. Also genau, Spruch, was Migration zum Beispiel angeht, ist natürlich auch ganz gesagt, das Kolonialstereotyp. Es gibt ein ganz interessant Etude über Schulbücher zu Lützeburg. Du gehst eben in der Sicht, zum Beispiel an der Primärschule, wie quasi Afrika an den Bücher, Schulbücher dargestellt wird, wo noch ganz klarweise kommt, okay, da hat sie ganz klar Kolonialideen, wo Afrika dann immer als arm, immer als entwicklungsbedürftig, quasi immer Hand drin, wo wir dann irgendwie entweder Hölle vermissen oder ob einfach nicht dafür können. Genau, also da gibt es ganz viel Bereiche in der Kultur natürlich auch, wenn eine Kunst gesagt, wenn eine Lieder gesagt, die noch immer Kammerlieder, die noch immer gesungen gehen. Also da gibt es ganz viel Verbindungen, wo auch ganz viele Gruppen, zum Beispiel Richtung 27, aber auch andere Aktivisten darauf aufmerksam machen. Ja, weil wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, also zum Beispiel an der Primärschule, du kriegst mir für Namen von Afrika ein Bild gemalt von sie geben alle an ihre Lehmhütte wohnen und sie wären nicht zivilisiert und das ist schon wirklich krass, wenn ihr bedenkt, dass das nach Dorop zurückzuführen ist. Was gingst du dann zu eurem Selbstbild so, weil an dem Buch von ich mich richtig erinnern, du hast doch geschrieben, dass wir als ja dadurch auch hautnah immer überlegen fehlen am Vergleich zu anderen Kulturen, also zum Beispiel Weißer im Vergleich mit Schwarzer. Voilà. Genau, also allgemein spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Ich will quasi im Rahmen von dem Buch nicht
hatte ich nicht genug Zeit, quasi explizit rauszuschaffen, was für Lützeburg Identität das bedeutet, und schon immer Ideen abgestaltet. Aber für Europa insgesamt, das natürlich, wo Lützeburg natürlich auch beteiligt ist, gesagt, denn da zum Beispiel, was du gerade beschrieben hast, das Gefühl von Evaluieren, das Gefühl von Eis, mir und das Modell, wo sich die anderen Länder drin orientieren müssen. Ja, das auf jeden Fall do. Also dat Europa zentriert denken, Genau, dass genau. mir quasi viel liefer sinn an all die anderen, Mhm. die Wert zu stohn Genau, sie musste quasi das genau mal wie mir, und da das quasi eine ähnliche Weh. richtig ist. Genau. Maja im Hülle war all die Sache geschwarz an ich mein, wir sind sehen dass das große Problem aus auch die auch das Nospiel was dann haut nach hurt was gingst du da so ein kennt Lützeburg als Land machen mir auch so ein du nicht mir die ganze Gesellschaft individuell für Verantwortung zu überholen. Mhm. Genau, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, wo ich aber auch fand, dass ich als Historiker quasi nicht Aufgabe habe, zu sagen, was du musst machen. Ich versuche quasi Fakten durchzulehnen, zu weisen, okay, was für eine Entwicklung go wird, was können wir quasi weisen, und dann quasi müssen alle Leute auf der Basis dann etwas daraus machen, so, gebe ich so sagen. Aber insgesamt fand ich natürlich Bildung ein ganz zentraler Punkt. Also so etwas wie da dann an der Schule, die wirklich realistisch Bild von Kolonialismus, richtig realistisch Bild von Afrika, von Asien, von den ganzen Ländern kriegt, dann noch versteht, für was man in dieser Situation sind, wo man heute sind, das fand ich ganz, ganz zentral. Also eine Sensibilisierung zum Thema Genau. allgemein, ja. Und eben noch über Sachen schwätzen einfach. Also zum Beispiel Reparationen ist natürlich ein ganz großes Thema, ist auch rechtlich ganz, ganz schwer Thema, aber da sind manchmal darüber schwätzt, da du mal überlegt, was du für Möglichkeiten gibt, ohne direkt zu so, nee, da kann man nicht drüber schwätzen. Das gebe ich ganz wichtig von, also kein Denkverbot, das ist okay Verbot, aber das dann einfach mehr open über Sachen schwätzen kann, über Probleme auch schwätzen kann, ohne gleich zu fährten, da du irgendwie den Untergang von Lützeburg hast, wenn man mal über Reparationen man schwätzen. Ja, da das ja das Problem, dass wie das viel Leute ja noch immer mengen, mir wäre gar nicht beteiligt gewirrscht, muss also ich mal das Angeständnis Genau. kommen. Problembewusstsein überhaupt mal kommen, genau. Ja. Und du war es Hoffnung natürlich mit dem Buch ein bisschen dort zu helfen, dann noch über darüber schwätzen, mehr so Sturm da beschäftigen. Wir hoffen, dann auch mehr Forschungen mit diesem Buch zu inspirieren, dass man noch mehr Wissen darüber haben. Meinst du dann, dass dadurch der Grund ist, dass das Thema allgemein so ein Tabu ist, da sehen sich, dass dann muss angestehen, dass du musst eine Verantwortung geholt gehen oder wie sagst du das? Also Tabu setzt ja einen gewissen Aktionismus für, da du quasi seht, okay, mit das ist ein Tabu, da wollen wir nicht drüber schwätzen. Ich fand, bei dem Thema ist eher kein Interesse quasi, oder die wir haben wollen Interesse weg. Also das ist quasi, du willst am Buch zum Beispiel das Wort Amnesie, weil es quasi eher darum geht, wir haben das vergisst, aber wir wollen das nicht damit beschäftigen, weil wir meinen, das ist nicht relevant, genau, weil Tabu ist eher so, wir wissen, dass das wichtig ist, aber wir wollen nicht drüber schwätzen. Hallo, aber Kolonialismus hat schon mehr das Gefühl, dass dann überhaupt quasi den Punkt ich mal fangen muss und weiß, okay, das ist ein ganz wichtiges Thema. Guck mal, wie viel Verbindungen es gibt, wie relevant das für so viele Bereiche ist, und da muss man drüber schwätzen. Wo dir, also du in Richtung 22 da schon viele Retouren zum Buchkrieg, vielleicht doch aus politischer Ebene, ich weiß nicht. Also auf der persönlichen Ebene aber vor allem hun Message kriegt die jetzt natürlich ganz ganz gefret noch bei der Lesung die ich gemacht und Hummer Feedback die ganz interessant war auch nicht immer dat quasi alles ugeheul go aber war trotzdem wurde gemerkt dat war ja für als entsteht das leicht zu Stimme beschäftigt schon muss gar nicht sinn dat du alles quasi an dem Buch einfach so ugeheul geht sondern es geht drums eng Konversation eng Diskussion zu starten und wir auch ganz froh wenn Leute gesucht und ja, dat gesinn ich aber anders aus dem Grund dat hecht Leiit beschäftigen dann méi wollen wir ja go net. Genau die grosse Bestätigung war natürlich der Lützeburger Buchpreis, wo man also mechten drüber gefret hunn, weil da doch für mich persönlich enger Zeit war, die beruflech wirklich schwer war und dann so Preis war an der Tier stand bisschen zu gesinn genau dann gesagt okay war vielleicht doch nicht alles so schlecht. Genau sos von der Politik von den so méhéischen Ebenen gouf bis du noch kein Interesse kom bislang nach neicht war das noch auch net wonnert ehrlich gesot genau du wennst hoff man dat dem Diskussionen an der Gesellschaft nach méi fahrt und halt méi groß gëtt dat Politik dann noch die méhéich Ebenen mé reagieren müsse.
Das kann ja auch so gesehen, dass das mit der französischen Edition, die dann auch schon rauskommt, Die ist schon raus, genau. voilà, dass das ein bisschen mehr an die Rolle kommt, weil natürlich auch mehr großen Undeel Französisch schwätzt. Genau, da sind wir ganz froh, dass wir da auch Übersetzung die Möglichkeit hatten, dass wir super übersetzt gehen. Und genau, sind wir ganz gespannt. Das kann nur überall kaufen. Okay, Maja, da sind wir schon relativ angekommen. Ein last wichtig froh, wenn du dann nur eben, du hast gesagt, du hast auch Reaktionen, wo dann Leute so schon, du gehst da nicht so rasch, du da ist wegen Grund auch immer gewisse Resistenzen, die existieren. Wenn du so ein skeptischer Mensch für unterstehen hast, oder vielleicht sind noch Skeptiker, die nur lauschen, wie weiß, was gingst du der Person für ihre Gedanken mitgehen? Also als Wissenschaftler sind ich noch immer der Meinung, ich weiß, das ist ein bisschen naiv, aber noch immer der Meinung, dass man mit Fakten quasi einen gewissen Umdenken durchführen kann. Du gebe ich quasi versuchen abzuweisen, was für eine Verbindung gibt, wen das gesehen kann, eben auch zum Beispiel von der Literatur ein paar Sachen weisen, wo man da rangucken kann. Genau, und dann quasi die Hoffnung haben, du ihn zu überzeugen. Einfach geht es ja nicht darum, dass du alle Punkte quasi genauso muss gesehen, aber da ob man's, weil da das wirklich schon in der Forschung unerkannt, dass du nichts Neues, nichts Revolutionäres, dass ganz Europa eine Verbindung mit dem Kolonialismus hat. Also dass du nichts Revolutionäres. Und du gebe ich da schon versuchen zu weisen, da das etwas, was Forschung hat so viele Bücher, so viele Sachen gewissen hat. Und du wennst da das faktisch quasi gewesen und dann kann du quasi von du aus dann muss da gucken, okay, was machen wir mit der Information, was bedeutet das genau, und du kannst natürlich alles genau diskutieren und ich hoffe, dass dann noch viel diskutiert wird, aber ob man es muss man also auf die Fondation manchmal ähnlichen. Okay, naja, dann merci, dass du hier warst. Merci. Eng allerlecht froh, wann en sech lo méi am Thema beschäftige will, weil mir huier weglo nimmen Zürfass thematiséiert. Wo fangen am besten an, wo von den Informationen? Also genau, Buch hast du natürlich dafür ugelegt, quasi in Sprungbrett zu sehen, am gewissen Sinn, für du quasi mehr Forschung von zu machen. Du wennst eine Menge persönliche Hoffnung, dass quasi ein einzelnen Teil aus dem Buch rauszulernen und sich überlegt, okay, ich gebe mir mehr rausfinden. Du sie ganz viel Fußnoten zum Beispiel dran, wo dann noch mehr Literatur verwiesen wird. Nationalbibliothek, Nationalarchiv sind Bibliothek von der Uni natürlich sehr gute Adressen für uns zu fangen. Themen, wo am meisten zu geschafft wird, das ganz klar Kongo, Belgisch Kongo an Niederländisch Indien. Du gibt es schon quasi präzise Literatur dazu. Also das, genau, man muss quasi versuchen mit den Tools, die es gibt. Also zu Lützburg kann ich wirklich so von der Infrastruktur her, sind super Sachen dort, zum Beispiel abz.lu, kann man super mit schaffen, einfach mal pro wieder gehen, pro Schlag wieder und da gucken, was rauskommt. Genau. Dat do gebe ich so gebe ich aufhängen. Ich freue mich auch immer über eine Message, also wenn ihr etwas mehr zu einem Thema wissen will, kann auch mir gerne eine E-Mail schreiben, und dann versuche ich auch noch weiterzuhelfen, weil das fand ich auch meine Aufgabe als Historiker. Ich soll ja nicht nur mit einer Menge Kummer sitzen und etwas für mich machen, sondern ich will auch die Leute der Gesellschaft helfen, genau. Okay, super. Maja, dafür muss merci, dass du da bist. Merci. Das war mit diesem Episode. Merci, dass ihr bis zum Schluss noch gelauscht habt. Wenn ihr mehr über das Projekt oder das Sujet wissen wollt, findet ihr Artikel und weitere Infos um Site von Richtung 22. Vergiss auch nicht, also bei den sozialen Medien zu folgen, für nichts zu verpassen. Wir sehen uns am Januar für die nächste Episode. Bis dahin, passt gut auf euren Job und feiert gut an das neue Jahr heran. Schön feiert dich und bis geschwind.